Goedemorgen, alle. Ik begrüße jullie in de naam Jezus Christus. Het is een schönes Lied wat we am Anfang zingen doen. Jezus nimmt die Sünder an. Ik heb me vandaag zomaar gewählt, het thema wat ik me gewählt habe, als Jezus ähnlich te worden. Immer nur Jezus te lignen. In den Text darauf habe ich Epheser 4, Vers 1. Wat is dit zijn dat? Als God zijn leven kent, streeft immer ähnlicher te worden. Wat we hier kunnen zijn in deze vers, is dit redt van mensen die door van nieuw geboren zijn. Als God zijn kent, Christen, zeg als God zijn leven kent, streeft immer ähnlicher te worden. Wenn wir von ihnen geboren sind, dann haben wir noch viel Raum zu wachsen. Wir sind nicht von ihnen geboren und dann sind Christus dort als Jesus Christus wir. Dann hast du viel Raum zu wachsen und zu nehmen, dass wir immer da nach Arm liegen tun. Dass wir arm ähnlicher werden tun. Das ist was das Vers sein wird. Und wo können wir anders arm ähnlich werden, als von ihnen geboren sind? So das erste Anfang zu tun, als wir machen, von nieuw geboren zijn. Dat we kan arm ähnlich worden, dat we kan arm lignen. Als we van nieuw geboren werden, dan dat we gleich dat jij is wat Jesus Christus deed. So deswegen ist es wichtig, dass wir von nieuw geboren worden und dass wir uns leiden von den Heiligen Jesus. Nicht an die eine Kraftbrücken und an die einen Wellen, aber dass wir uns leiden von den Heiligen Jesus. Und je doller wir das tun, da fangen wir an zu lignen. Und ich glaube, das braucht eine ganze Lebenszeit, wirklich ähnlich zu werden. Lebenszeit zu üben, zu lignen. Ich war mir Versen lesen, wenn ich da konnte, ich am Anfang von Kolosser 3, Vers 1, wo Paulus zu den Kolosser schrieben, wird sein, dass wenn je nu mit Christus von dort abgestanden sind, dann seht nur dort, was boven ist. Wo Christus bei Gott und der rechte Seite sitzen wird. Also dann, wo uns Verlangen ans Segen soll unter sein, ist, was der Verheer wir. Dann soll wir segnen dort, was der Boven ist. Und Gott hat uns die Macht gegeben, seine Kinder zu werden, und dass wir können von ihnen geboren werden. Das ist eine Macht, was bis Gott uns geben kann, und der hat uns das auch gegeben. Nur Johannes 1, Vers 12 sagt, dass über all die am abnehmen und seinen Namen glauben, gibt er der Macht, Gott seine Kinder zu werden. Also die Macht, die er uns gegeben hat, kann bloß er uns geben. Wir selbst können uns das nicht überarbeiten, aber er hat uns die Macht gegeben, dass wir zu seiner Familie gehören, dass wir seine Kinder werden. Und ich glaube, dat wird in jedem ein sein Verlangen sein, dass wir zu seiner Familie gehören. Und ich glaube, viele von uns hier gehören zu seiner Familie. Und das ist gut, mit Geschwistern taub zu sein und zu üben, zu waschen und zu nehmen, dass wir immer da nach Arm liegen, dass wir ans Ziel auf Arm saten. Und wenn ein Mensch von ihnen geboren ist, ich glaube, wir haben all die, was am angenommen haben, wir können sein, was das für eine Veränderung geben in uns Leben. Dann doch wir anders, uns Verlangen wird anders, uns Denken ganz und gar, wir bloß anders, als das vorher wir. Und das wird passieren, wenn ein Mensch von ihnen geboren wird. Dann haben wir ein anderes Verlangen, dann haben wir ein anderes Leben, dann stellen wir uns Leben anders an. Dann da wir das Jesus tun. Und dann können wir waschen und nehmen. In Vers 2 sagt, denkt an dort, was der Boven ist, und nicht an dort, was abgeirrt ist. Wenn er denkt an die Dinge, die hier abgeirrt sind, das merkt ein Mensch bloß ermutig. Und einer wird sogar discouraged, ermutig. Die Dinge, die daran uns umgehen, und wenn wir an sie Gedanken bloß durchsagen, dann finden wir keinen Trost. Dann haben wir keine Hoffnung in uns Leben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Gedanken nach Boven drehen, was der Boven ist, nicht an dort, was er bei ihr ist. In Römer 12, Vers 2 sagt, und stellt euch nicht so an aus dieser Welt hat. Die sollen durch eine neue Gesinnung verändert werden, dass die weiten können, was Gott sein will
was Gott angenehm und vollkommen ist. Und wenn wir Zeit nehmen für Arm, in Arm sägen, dann fangen wir ut, was sie wollen für uns ist. Was er will haben, was wir sollen tun, wo wir leben sollen und was er für uns zu tun hat. Das haben wir Mut tun, wenn wir mit Arm taub sind und sehen wollen, sägen ut der Schrift. Wir weten vorher, wie von ihnen geboren werden, wo unsere Gedanken dann werden unsere Gedanken ganz anders, als die sind, als wir von ihnen geboren werden, als wir Christen werden. Unsere Gedanken, unsere Gedanken werden ganz anders. Ich weiß, die wir mal eine Zeit, wenn es Jahren trägt, kann ich mich noch erinnern, als ich dachte, ich werde ein Christ. Wir fuhren jede Tag nach der Kirche und alles. Und unsere Eltern werden Christen. Also wir dachten automatisch, wir werden noch Christen. Von uns, wir gefragt haben, wir gesagt haben, ja, wir sind Christen. Aber unsere Worte, die weisen das gleich, du noch. Das sage ich, bei einer Frucht habe ich einen Menschen kann, als das ein Christ ist oder nicht. Du noch, als die Frucht der und habe ich die kann. Klar ist ein Baum, wenn wir einen Baum beobachten, dann und der Apfel und seine weiter, das ist ein Apfelbaum. Da wollen nicht Beeren anwachsen. Und so das mit uns auch. Unsere Dinge, was wir dann deuten, unsere Gedanken, was wir führen, deuten, uns vertalen, alles, uns ganz verhüllen. Das weiß ich, als wir Gott seine Kinder wären oder nicht. Also, ich weiß dann mal, als wir nach der Kirche hier vorhin deuten, dann wird mir noch mal gefragt, dass ich würde wollen sein, in der Kirche helfen, besonders in der Sonntagsschule und so weiter. Ich hatte kein Verlangen dafür. Ich sagte, no, ich will gar nicht. Die werden genug für das Fieber, das können das auch. Und ich will das nicht mehr. Wir janken das gar nicht. Ich hatte kein Verlangen dazu. Und das wird passieren. Und auf einmal ist eigentlich von ihnen geboren, dann habe ich ein Verlangen. Ich will beifoten und probieren zu halten, wo ich kann. Das wird ein bisschen Verlangen, was in mir passieren wird. Und ich glaube, so das ein Mensch, wenn er von ihnen geboren ist, dann will das tun, was Gott will haben von ihm. In Kolosser 3, Vers 5 sagt dat, du merkt alles in je dood, wat van je sinnliche Natur komt. En dan is een lange list abgeschreven, wat er mitkommt mit der sinnlichen Natur. Sagt er, die Hüderie, Unreinigkeit, sinnliche Leidenschaften, böse Last und Jits. Und dann sagt er hier von Jits, du haltet still und sagt er, Jits ist Charakter aus Jatterdeinen. Und das ist ein Ding, was du wirklich eine schlimme Sache ist. Andere Jatterdeinen. Wir lesen in Offenbarung 21, Vers 8, es ist eine lange Liste von Dingen, was sind für so eine Menschen, was so eine Dinge aus dort mitmerken tun, dass die wohl nicht in den Himmel kommen. Und jetzt das ist ein von den Dingen, was da abgeschrieben ist. Sondern jetzt ist das Jatterdein, und was der Jatterdein will ich sagen. Sondern was der andere Jatterdein tun, die wurden in das ewige Feuer geschmissen worden, die wurden nicht in den Himmel gekommen. Also das ist wirklich wichtig, dass wir die Dinge betrachten und was das sind. Und das sagt jetzt, als Christus unter Jatterdein. Ich glaube, warum das ist, dass so ein Mensch, die jitzig sind, die sich alle Hand schaffen und sind jitzig damit, und die merken dort zu ehren Gott und dein dort. Lieber aus denen, was das gemerkt hat, was uns gegeben hat. Und dann sagt er, und so wird mir gemerkt, als je die Beinen lebten. Er sagt, so wird die wir mitmerken, als wir nachher das Leben werden. Und das wir ein Leben, was in jeder Christ verheer wir. Euer ein Christ wir. So eine Dinge, die wir mitmerken. Ein oder das andere. Einige Menschen, die sagen, wenn sie hier und dann von einem gewissen Leben, was einige Menschen führen, dann sagen sie, oh, ich denke nicht das oder dort. Ich sage, so schlecht was ist das oder was die alles getan haben. So, einzig Leben so gut, dann fehlt ihnen das, dass sie sollen von ihnen geboren werden. Das kann ich sagen, warum sie sollen ein anderes Leben anfangen. Weil sie dann sich meten mit einer gewissen anderen Person. Sagen, das oder dort, was die tun, so ein Leben fehlt euch. Also ich sage euch so schlecht. Und wenn wir von den 10 Geboten hier und dann, wird uns bewiesen, dass was Sinn ist, das ist ein bisschen ein Spiegel, wo wir uns selbst zu sein kriegen, wo wir sind und wo wir sind. Und dann sagt er, wenn wer ein von den Geboten gebrochen hat, dann ist er schuldig an alle Geboten. So das ist dann, wenn wir nicht so schlecht sind als die nächste Person, wir dann das vielleicht nicht, was Jana tut, aber wenn wir uns versündigt haben, alle Menschen haben gesündigt und sind kalt gefallen. Und haben Ursache, sich zu bekehren und ein frisches Leben anfangen.
en met Jezus navolgen en arm te liggen. En deze dingen wat we dan met meer aanduiden, dat we krijgen het jeendeel wat Jezus Christus in de natuur is. Jezus in de natuur weer ganz anders. In Kolosser 3, Vers 10 sagt es, und die haben eine neue Natur angefangen, der immer doller nur dem liegend, der jüngst gemerkt hat. Ich habe hier und hier zu hören, wenn wir eine neue Natur haben, dann fangen wir immer doller, dann was wir in dem Tau, dann fangen wir immer doller an, den zu liegen, der uns gemerkt hat. Und mit dort tun, erst wenn wir in Gott sein Wort lesen tun, in uns bemühen und beschaffen mit Gott sein Wort, der pünktlich beim Lesen und sein Worte beim geschrieben ist für mich, dass wir uns das persönlich annehmen tun. Dass wir geistlich wachsen können, wachsen und nehmen, immer mehr nach Arm zu legen, das heißt, das er gelebt hat, hier auf Erden, und das heißt, das in der Tür ist, Arm zu lernen. Und so ist es, wenn wir ein Verlangen haben, die Bibel zu lesen, dann haben wir dieselbe Natur, als Jesus Christus hat. Weil in der Bibel lesen, da ist so viel zu sein, dann haben wir ein Verlangen zu hören von Gott, von uns Vater. Und das, was Jesus Christus hat. Jesus hat ein Verlangen, von seinem Vater zu hören. Wir hören viel, lesen viel in der Schrift, von wie viel Zeit er nimmt, um von seinem Vater zu hören. Und das, was das ist, wenn wir in der Bibel lesen und uns wirklich Zeit nehmen, zu horchen und zu sein, was die Bibel sagt zu uns, dann ist das horchen als himmlischer Vater, was er zu sagen hat. Und ich weiß nicht, einzelne Tiden, als es spielt sich so eine Hirtgeistreich von Gott. Ich habe einmal die Hirt von Menschen, wenn die vertalen dann, sagen sie, ich früher Gott in der dort ein Jahr, ich sehe dort ein Jahr zu arm, und dann sagt heute mir dort, du willst mal Tät wissen, dann dachte ich immer so, na wo schafft das? Ich bin einmal mit Pfannig, aber ich dachte so, wo kannst du von Gott hören? Ich bin auch für ich frage auch nicht eins, aber ich kann Gott hören, und wenn die Menschen vertalen, ich sehe dort, und dann sagt heute dort zu mir. Ich dachte, wo kannst du das hören? Ich kann das hören. Ich habe einmal gesagt, mir muss mit 2 Feuer über den Kopf gekillt, seine Attention kriege. Aber es soll sein, denn das braucht Zeit. Einer Wursten nimmt Tau. Und die Dollar einer Gott sein Wort horchen und lesen, die Dollar kann von ihm hören. Und so braucht das. Zeit nehmen von ihm. Und von ihm zu hören, sagt dort in Johannes 10, Vers 27, sagt, meine Schub hören meine Stimmen. Und ich glaube, das, was mir Trouble wird, ich will wirklich gehen von seiner Schub, zu der Zeit noch nicht. Da sagt, meine Schub, die hören meine Stimmen. Und ich kann an, und die kommen mir heran. Also, wenn die ein von seiner Schub sind, dann wollen wir von ihm hören. Das wird der Schrift sein, das. Wir wollen von ihm hören. Und das ist, was Jesus tat. Er hat viel Zeit in seinem Leben, um von seinem Vater zu hören. Zu horchen, was er zu sagen hat. Dass er weiß, was er tun soll. Dass er sich ganz handgegeben, Gott seinen Willen zu tun, seinen Vater seinen Willen zu tun hier auf Erden. Also dann muss er viel Zeit nehmen, mit seinem Vater zu hören, zu horchen, was er zu sagen hat. Weil er sagt, ich tue bloß dort, was ich von meinem Vater hier. Er hat seine eigenen Gedanken, nicht seinen eigenen Willen, aber er hat bloß dort, was er von seinem Vater hören hat. Das, was seine Einstellung wird, seine Natur wird. Und er stund da, er sagt, dort, wo er gekommen wird, sagt er, ich kann aus mir selbst nichts tun. Nur Johannes 4, Vers 30. Nicht, dass er nicht gemacht hat zu tun, aber weil er gekommen wird zu tun, was sein Vater sein wollen wir, sagt er, dann kann ich nicht. Ich kann aus mir selbst nichts tun. Er sagt, ich recht nur, als ich hier. In meinen Rechten ist recht. Und warum ist er reich? Weil ich nicht meinen eigenen Willen sehe. Sagt er, über den Vater sein Willen, der mir geschickt hat. Das, was Gott in Jesus sein Verlangen wird zu tun, was er hört von seinem Vater. Und er muss viel von denen hören, von ihm hören, dass er sich wird ganz amt in Hand geben und tun, was sein Vater will haben, er soll tun. Wir tun uns zu Tiden vielleicht auch, wir proben Dinge selbst zu tun, sogar gute Dinge zu tun. Wir proben aus unserer eigenen Kraft. Ich rede von mir selbst, ich habe in der Vergangenheit versucht, besser zu werden. Ich hatte ein Verlangen, an das Leben anzufangen. Mir wird in uns in das Leben sich führen. Ich weiß, dass der Heilige Geist, der vermont mich, wenn ich Dinge tue, was ich nicht soll tun.
En dan probeer ik ook veel met mijn ene geloof. Oh, ik wil onder het leven ontvangen. Maar en ik kan mijn kort eens en dan vallen we klaar 3 door hand van wo en je komt weer. Dus ik verleid me recht werkelijk op den Futter, op den zijn geloof. Ik muss arm dat ik kan leren. Weten wat hij te zijn had te mij. Tijd nemen voor arm. Wat doen we, wanneer we wel, waar we zum Beispiel mal zijn, een gewisse persoon kan leren? Dan nemen we veel tijd met het hoop te komen en te zijn wat er zijn, dat we het werkelijk kan leren kan. Dat braucht tijd, een persoon kan leren. Einzig dan zit een persoon en leeft een zoon van die, het leeft een handel er nur bloß van de zijn, van de mens zijn. Bitte is meer tijd met het hoop als immer wat aan dat er een ganz andere persoon als ik gedacht had. We doen eens eenmaal dat we een label aanbaken en dan zeggen we zo en zo heeft de mens dat en zo is hij. Dat we dus werkelijk kan leren dan waar we aan, dat is ganz anders met de persoon. En dat braucht tijd. Zo'n braucht tijd een mens kan leren. En zo is het ook met Jezus kan leren. We moeten hem werkelijk kan leren. Tijd nemen, voor hem kan te leren, te weten, wo dat heeft, dat we kan hem ähnlich worden. Dat komt niet vanzelf, dat komt niet uit onze ene kracht. Dat komt maar uit zijn kracht. Daar is zijn woord. En nog een slag waar we aan kunnen leren is kijken waar hij leven deed. Hij had een gebedsleven. Hij had nog veel tijd in gebed. Leren van hem waar hij leven deed, besonders in zijn gebedsleven. We lezen op veel steden waar hij tijd nam im gebed. In Lukas 6, vers 12 zegt dat, Lukas 6, vers 12, in die tijd ging Jezus einen dag in de boei te beden. En hij bracht de nacht toe im gebed te God. Dat hier wanneer hij met de hartje dat zegt, hij ging een dag naar de boei te beden. Dat we nu dat hij ook veel mensen had geheild en bij zijn geesten uitgedreven en de schriftgeleerden en fariseer, de beschuldigen hem dat hij dat een Sabbat gedaan had. Also hij had veel dingen gedaan en nu moest hij eerst maar tijd nemen om alleen gaan met zijn Vater reden. Hij ging overdag te gaan en hij zegt euch dat hoe lang hij wil gaan beden. Hij zegt, hij ging een dag naar de boei en hij de ganze nacht toebrengen im gebed. De ganze nacht over om te horen van zijn Vater. Ik geloof, hij deed niets uit zichzelf, als we hier deden. Hij moest van zijn Vater horen wat hij doen zal. Het is nur dit danach, als hij toegebracht had im gebed, wil hij zich de 12 apostelen wählen, wat hij wil haben, om helpen in zijn dienst. Zegt als danach is ever weer, dan wil hij zich de 12 apostelen. So, ik geloof, hij horcht eerst van zijn Vater. Krijgt, wer het weer, wem hij wil haben, wat hij wil, zal wählen als apostel. Lukas 6, vers 13 zegt, Samarius, roep hij zijn jongen nu zich en wil zich uit aan 12, dat hij apostel naamde. Also krijgt het met ons ook, wanneer we ons dingen willen, Entscheidungen merken, welche Dinge haben besonders in dienst doen, vielleicht auch in die Kirche oder was immer, dass wir wirklich Zeit nehmen zu beten. Und wir tun auch. Und ich glaube, das ist ein guter Ding. Das kriegt es, was Jesus tut. Sogar Jesus tut das. Er muss erst von seinem Vater hören. Nein, das Mal ist kein Bild, das sind 12 Aposteln, wo er die Schatten tut. Da muss ich mich für uns selbst in Ezekiel, und als ich das studieren, das Übergehende, und dachte, wie viel Zeit nehme ich im Gebet, zu horchen zu Gott? Jesus nahm die ganze Nacht über. Er ging einen Tag und er brachte die ganze Nacht Tau im Gebet. Und ich kann für mich selbst in einzelnen Tiden, ich gucke, ich weiß nicht, für was ich beten will, aber wie viel Zeit nehme ich zum Horchen, was der Antwort wird sein für den Vater. Ich bete und dann gehe ich davon und gehe ich auf meinen Weg. Wirklich Zeit nehmen zu hören, was ist der Antwort darauf, wo ich noch fragen darf. Ich glaube, unsere Gebetszeit ist einmal Schriftcharakter aus, was Jesus nimmt, die am Beten, zu seinem Vater. Und wenn Jesus muss hören von seinem Vater, wie viel mehr wird wenig auch nötig haben, zu hören von seinem Vater, was seine Antwort wird sein, auf gewisse Dinge, wo wir verbeten tun. Und ich dachte auch, warum er danach ging beten. Er ging danach und brachte die ganze Nacht über im Gebet. Ich glaube, wir
Wenn dann kann er da konzentrieren am Horchen von seinem Futter, unversteht zu sein von allerhand Dingen, was der Raum anwählen. Und ein anderes Mal ging er tief Samarias beten. Nur dort hat er auch viele Menschen geheilt. Er hat einen Tag hat er viele Menschen geheilt auf einer Stadt. Und dann ging er tief Samarias. Ging er beten, sein Futter. Und ich glaube, ich wundere, dass das vielleicht auch als je was wäre, er wird Mensch geworden. Er wird praktisch wie Menschen in was Hinsichten. Und vielleicht auch an Kraft und Weisheit von seinem Futter. Und als Verdet hat er auch, was ich sage, viele Menschen hat er geheilt. In Markus 1, Vers 33 sagt er, die ganze Stadt sammelt sich Verdet der. Ich weiß nicht, wie viele Menschen in dieser Stadt gewesen sind, aber er sagt, die ganze Stadt sammelt sich Verdet der, wo er wir. In verlangten um seine Hilfe. In Vers 35 sagt er, und Jesus heilt viel von ihren verschiedenen Krankheiten. Er treibt viele bei sich Gäste aus. Also verschiedene Dinge, die er tut. Er heilt viele Menschen, vielleicht verschiedene Krankheiten, vielleicht mögen Blinde sein, und Lume, Gun, und verschiedene Krankheiten, was er dann hat. Und sogar bei sich Gäste treibt er aus. Und dann sagt er in Vers 34, in nächsten Morgen, tidig bediesta, stund Jesus ab, verleiht das Haus und ging in eine einsame Stadt zum Beten. Das wir nur dort, wo er hat viel Wunder getan und Menschen geheilt. Tidig Samarias muss er, mir hier sich vielleicht so zu sagen, muss wegschlecken von diesen schwachen Menschen, die da Raum anwählen. Dass er können Zeit nehmen, allein zu seinem Futter gehen zu beten. Und er ging somewhere allein, sagt, in eine einsame Stadt, zu beten. Das ist, was Jesus sein Leben war. Er hat ein Gebetsleben. Und das ist all sein, ich wundere, als er nicht sich muss frische Kraft holen. Wir lesen von, wenn Jesus eine gewisse Person heilen will, dann ging eine Kraft aus am Rüt. Und den Samarias, als er ihr Gebet hat, sagt er in Markus 1, Vers 36, Petrus und die, wat bei ihm wären, sagten sich an. Der wat die erst vorher bei ihm gewesen wären, als er alles die Dinge getan hat, und er wieder Fuß gegangen in eine einsame Stadt, zu beten. Dann sagt er in Petrus, was bei ihm gewesen wären, die sagten sich an. Also die wundern, woher geblieben wird. Die sagten sie, woher wir? Und als sie am Fangen, sehen sie, allemann segne die. So weil ich Junge am gefangen hat und sagen sie, wo bist du geblieben? Die Menschen, die lernen nicht die segnen die. Und Jesus sagt, weil wir unterwegs hingehen, nur der Darpa, der dicht bei sind, dass ich da auch kann predigen, dort wird er eigentlich gekommen sein. Also er wird gekommen, um alle Menschen zu halten, nicht bis diese Menschen, wo er alle eine Gruppe Menschen gehalten hat. Nu sagt er, wir müssen nach der anderen Stadt gehen. Da sind lernende Menschen nach Arm, aber er muss nach der anderen Stadt auch gehen. Das zu predigen, wird er gekommen, sagt er. Und aber ich glaube, er will das tun, muss er erst mit seinem Führer reden. Er wird im Gebet gewesen, hat Zeit genommen im Gebet, frische Kraft zu kriegen, glaube ich. Und was ich meine damit sagen, dass eine Kraft rübergehen wird, wie wir in der Geschichte in Lukas 8, Vers 43 von dieser Frau, die 12 Jahre gebleibt hat. Sie hat eine Krankheit, sie hat auch für 12 Jahre. Wenn man es dann anschaut, und für 12 Jahre hat sie diese Krankheit gehabt, wo sie gebleibt hat und sie können nicht geheilt werden. Sie hat auch viel Teuer gebracht und es sagt, in eine Frau, die auch 12 Jahre gebleibt hat und alles, was sie zum Leben braucht, verdoktert hat. Und doch noch keiner können, dass sie doch noch nicht geheilt werden. Das Geld in den Doktor, wo sie wieder gehen, das können euch halten. Sie hat viel Geld durchgebracht, dorthin. Aber sie können auch nicht helfen. Und sie hatten Glauben, sie dachten so, wenn sie können Jesus, sie hat von Jesus gehört, wenn sie können Jesus bloß gehen und ein bisschen anschieren, der würde heilen. Sie hatten sehr starken Glauben. Und sagt, dass sie kamen von Hängen an Jesus nahen und fällt an bloß Kleid.
Sie fährt dann bloß am Rock, nicht mal am Fleisch an, bloß am Rock, fährt sie an. Und auf einmal hielt sie ab mit Bleiden. So ein Glauben hat sie. Der Glauben, bloß Jesus am Rock fuhren, würde heilen. Habt ihr so einen starken Glauben als dort? Und dann hat Jesus hier eine interessante Frau. Lukas 8, Vers 44. Dann sagt Jesus, wer hat mich angeschiert? Wer hat mich angeschiert, fragt er. Er sperrt. Dann sagt er, als sie das alle verstreiten, hier sich so sehr, haben vielleicht Angst gehabt, dass Jesus der würde schlimm sein wegen, dass sie ihn angeschiert haben. Sagt er, als sie das alle verstreiten, sieht Petrus da an. Petrus hat hier eine Frau. Und wie das auch eine interessante Frau, was Jesus hat. So Jesus sagt Petrus, Petrus sagt zu Jesus, Meister, dort fällt drängt und schäft die. Und du fragst nach, wer die angeschiert hat? Wo kann es sonst sein? Die Menschen sind ganz ran, die schüben die, und drängen sich ran, die schieren die alle an, dann fragst du nach, wer hat die angeschiert? Und dann sagt er, no, das wird anders, das wird nicht so gewöhnlich anschieren. Also das wird anders, das wird im Glauben, hat an wer angeschiert, um geheilt zu werden. Und das sperrt er. Und als das passiert, dann wird uit eine Kraft rausgegangen. Eine Kraft ging uit raus in der Arne und sie wird dadurch geheilt. Und wie weit die Geschichte wieder, wo Jesus freisprechen deed von ihrer Krankheit und sie wird gereinigt. Und es ist interessant erst dort, wenn Jesus wem heilen wird. Und ich glaube, so ist es bei uns auch. Ich weiß, oftmals, glaube ich, dann kommt durch eine Kraft in uns hinein, wenn wir beten dann. Wenn wir verlangen, geheilt zu werden in der eigenen Wort. Wir haben nicht stark genug Glauben, das ist eine Frühheit. Das ist eine Früh, die wir täglich am geheilt zu werden. Also sie lebt, wenn sie bloß kann Jesus anschieren, dann wird sie all gehalten werden. Und der Glauben tragt eine Kraft, wie Jesus ruht. Und auf der anderen steht auch, Lukas 8, Vers 40 sagt über Jesus sagt, mir hat wer angeschiert. Ich feil dort eine Kraft von mir rütging. Und das, was Jesus gesagt hat von dieser, er sperrt dort, dass wer angeschiert hat und die eine Kraft rüt. Und auf der anderen steht in Lukas 6, Vers 18, sagt dort, auch so die von Arene Jester geheilt worden. Die gequält worden, kommen und werden gesund. Auch dadurch, dass sie an Arm bleiben leiden. Und dann sagt er in Vers 19, und all die Menschen proben am alle unterschieren, wie es von Arm kommt eine Kraft, der an alle heilt. Mit Arm kommt eine Kraft, der am heilen leid. So viele Menschen, als er heilen leid, so viel als er reinmerken von bei sich Gästen, und ich glaube wirklich, dass am hat frische Kraft gefehlt von den Futter. Weil er wird auch Mensch. Er kriegt so eine Versicherung dadurch, als wir Menschen down, und er hat Feilungen, und am Hunger auch, und am Schleiper auch, kriegt es wie Menschen, in welchen Hinsichten. So, ich glaube, er muss wirklich Zeit nehmen, gehen mit seinem Futter spenden, um frische Kraft zu kriegen, dass er wieder seine Arbeit tun kann. Und ich glaube, kriegt es wie auch. Wir haben das nötig, zu tun. Oder oftmals, was wir nötig haben, gute frische Kraft zu kriegen von Gott. Ich weiß nicht, was hier, aber ich muss frische Kraft, eine frische Kraft frauen. Geistliche, auch körperliche Kraft. Und dort haben wir an unseren Futter gehen, in meinen himmlischen Futter gehen, um Kraft zu kriegen. Und diese Dinge, die wir von Jesus lernen, wenn wir einmal ähnlich werden, dann müssen wir diese Dinge auch tun. Das sind Dinge, wo wir ähnlich werden. Das tauscht tun, dass uns an Arm fehlen wird, und uns fehlt das von Arm zu hören, von Gott zu hören, von unserem Futter. Christus Jesus muss von seinem Futter hören. Und in Matthäus 16, finde ich, Vers 39, sagt er ging noch ohne hier will ich reden von, wo Jesus im Garten beten deed.
wo das auch zu sein ist, dass er hat wirklich, kriegst das wie Menschen, er hat eine Furcht für Dinge, was da passieren werden. Das wird als Jesus soll sterben und leiden für unsere Sinn. Jesus fordert, wo man in seinen weiteren Tod leben und er will man sterben für unsere Sinn. Er wird im Garten werden, er sagt, er ging und wird wieder ein Fall ab und gesagt im Bett. Sagt er, mein Vater, wenn das möglich ist, dann lohnt es ein Leiden an mir vorbeigehen. So ich habe hier, dass er wird wirklich fleischlich. Er hat auch eine Angst, kriegt es wie Menschen, er hat eine Feilung. Er weiß, was er will man durchgehen. In der Zeit wird mehr kriegt wird da. Und er grüßt sich dafür. Er fährt sich die Zeit durchzugehen. So er fragt sich Gott, er sagt, wenn das möglich ist, ruft er seinen Vater an. Wenn das möglich ist, wenn du einen anderen Weg hast, dann lohnt das Leiden an mich vorbeigehen. So ein Verlangen hat er wirklich. Aber er weiß, dass das nicht was ihn wollen wir, wo er gekommen wir. Dann sagt er hieran, doch nicht so als ich will, aber so als du wirst. Ich habe Jesus dort beten, oder du willst es dort beten, wenn uns was passieren wird, wenn wir was durchgehen müssen, eine schwere Zeit vielleicht in uns Leben, dann wollen wir liebst du gleich haben, dass wir das sollen durchgehen. Wenn wir weiten, dass das uns zum Gauden, dass uns nur treten in Jesus Christus, dann sagen wir vielleicht lieber, Gott, nimm das von mir. Ich kann das nicht drehen. Wir sagen dann gleich heran, aber nicht mein Willen, dein Willen muss passieren in mir. So als du warst, so soll es passieren. Das was Jesus will, das was Jesus sein wird. Und ich glaube, Jesus seine Jünger, die beobachten am Verken, was er tut, besonders in seinem Gebetsleben. Und sie haben auch eine Zeit, auf einmal an Tränen, so ein Verlangen. Sie wollen auch lernen zu beten. Sie wollen so beten, als er tut. Also, da kam Jesus in Früh und als er auch kann lernen zu beten. In Lukas Kapitel 11, Vers 1 sagt dann, kam so rum, als Jesus auf einen Gewässer steht, im Gebet wir, und dann abhielt, dass einer von seinen Jüngern zu ihm sagt, Herr, lehr uns beten, so als Johannes seine Jünger beten lehrt. So hier haben sie auch ein Verlangen von ihm zu lehren, sein, da uns auch lehren beten, lehr uns beten, das ist Johannes. Und hier noch Johannes, der hat ein Gebetsleben gehabt und hat seine Jünger gelehrt zu beten. Und sagen sie, das ist Johannes, seine Jünger lehrt beten, da uns auch lehren beten. Und da haben wir das Gebet, was Jesus die Jünger daran abgeben, wo sie sollen beten. Lukas 11, Vers 2 und wieder. Ich finde das sehr bekannte Gebet, was wir auch gelehrt haben und was wir gelehrt haben als Kinder von unseren Eltern und wie unsere Kinder auch gelehrt haben. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Gebet, wo wir beten sollen, wo wir unseren Vater ankommen sollen. Also das fängt an mit uns Vater im Himmel. Wir sollen das Gebet anfangen mit wem wir beten sollen. Wir kommen nach uns Vater, nicht ans irdische Vater, aber im Himmel, ans Vater im Himmel. Da sind viel Aufjatter in Väter, was einzelne Menschen ihre Jatter nahen tun, was sie anbeten tun, was sie tot sind, der Hand kein Leben, kein Kraft in sich, und da gehen sie zu beten. Aber Jesus sagt, wir sollen zu unseren himmlischen Vater beten, anrufen aus uns himmlischer Vater. Sagt er, die Namen soll herrlich geholt werden. Weil er ist herrlich. So soll wir das Gebet anfangen. Und wir sollen uns ganz ab Arm verloten, sagt das Gebet. Das sagt er, gib uns Tag für Tag ans Brot. Wir sollen uns ab Arm verloten, dass er uns vergeben, dort, wo uns fehlen wird, um zu leben. Tag für Tag. Nicht bloß, gib uns so vieles, wie wir brauchen für uns Leben, für das Leben ewig. Er sagt, no, bis Tag für Tag, dass wir jeden Tag können feilen, dass wir uns ab Arm verloten. Und auch, dass wir versündigen uns. Und dann sagt er, vergib uns unsere Sünden. Das hat wir auch sollen nur Frauen. Das sind Tiden, wo wir nach Sündigen tun, wenn wir auch zu Gott seine Familie gehören tun, aber das sind Tiden, wo wir uns versündigen tun, wir sind kalt gefallen, damit wir da kommen, im Gebet nach Arm, täglich. Da tauscht wir sind wir haben kalt gefallen und uns fehlt dort und die Vergebung. Sag, vergib uns unsere Sünden, weil wir vergeben auch all die uns schuldig sind. Dann sagt er, und lehr uns nicht in Versägung nennen, aber bewahr uns für den Bösen. Und wofür fehlt uns dort nicht hoch, dass wir bewahrt sind von den Bösen, von den Feind. Der Feind ist rum uns, jeden Tag, alle Wege, alle Tiden, prüft uns Dinge zu verstehen, wenn wir für den Herrn leben wollen, damit wir auch
zu anbeten sein. Bewahr uns für den Weisen. Beschütz uns. Wir sind verlangen, es uns zu verdorben. Und dann auch lernen, von woher Menschen leben dort. Wo sind sie leben wir? Wo lebt Jesus die Menschen? Wir haben ein Gebot, wo das reden, von wo wir Gott sollen leben haben. In 5. Mose 6, Vers 5 sagt, dass wir sollen den Herrn, den Gott, mit den ganzen Hort leben, und mit den ganzen Seil, und mit all den Kraft. Also das hier, wir sollen mit alles, was in uns ist, mit unserer Kraft, sollen wir arm leben, sollen wir Gott leben in ehren. Dann sagt er, das ist das größte und erste Gebot. Und das zweite Gebot ist das Gleich. Du sollst den Nächsten genauso leben als dich selbst. So hier, wo wir Gott leben sollen, mit all unserer Kraft, mit alles, was wir im Wert sind. Aber dann sagt Jesus in Johannes 13, Vers 34, ich gebe ihnen ein neues Gebot. Die sollen ihnen untereinander gut sein. Wir sollen uns untereinander leben, gleich so, als er uns gelebt hat. So sollen wir uns untereinander auch leben. Dann sagt er, so als ich. Das kann man hören. Er gibt sich selbst zum Beispiel. Leif hier nächsten, das ich das tut. Er gibt sein Leben für die Kirche, für andere Menschen. So ein Verlangen soll wir auch haben. Das zu sein, das so als ich. Epheser 4, Vers 2 sagt, sieht einander so aus, sieht einander gut, so als Christus uns gut wir. Also lebt einander, so als Christus uns gelebt hat. In sein Leben für uns opfert, aus einem scheinen Geruch, und dem Gott einen gefallen hat. Gott hat einen gefallen an das, wenn wir uns auch wirklich Hand geben, wenn wir so viel Liebe haben für den Nächsten, dass wir uns Hand geben tun, zu arm, in Liebe. Und auch Matthäus 4, Vers 3, 4 sagt, dass die haben gehört, dass du gesagt hast, du sollst deine Nachbarn so gut sein, und deine Feind schlecht sein. Dann sagt er, über extra jünt, sieht deine Feind gut, läuft deine Feind. Das ist ein besonders schweres Ding zu tun für gewöhnliche Menschen. Unsere Feind gut zu sein. Unsere Freunde gut sein, das ist noch leicht. Wenn wir Freunde haben, die dann gut zu einem, das kann meist automatisch, dass einer da auch leben wird, für was er tun. Das ist ein sehr schweres Ding zu tun, aber wenn er sagt, dass wir sollen unsere Feind gut sein. Sagt er, über extra jünt, sieht jüne Feind gut, und sehen die jünt Flecken. Dort gut für die, die schlecht jünt sind. Und dann bet für die jünt beleidigen und verfallen. Also, niemand ein Mensch sein, ich will für die beten, ich sehe, die sind Menschen, die unsere Feind sind, alle haben schlecht tun. Ich habe mir einmal gesagt, für mich, das wird schwer sein. Und der Mensch, der lieber alle haben schlecht, wenn ihm alle haben andauern, ans fleischliche Verlangen, als die Proben zu tun, für was ihm getan haben. Aber das ist nicht, was Jesus sagt. Er sagt, einer soll für die beten und der lieber segnen. Das ist, was er tut. Er leibt die Feind. Und er gibt uns ein feines Beispiel, als er am Kreuz hängt, als er gestorben wird für unsere Sünden, als er am Kreuz genäht haben und am durchgeschlagen haben, verdorrt. All das, was er am getan hat, und der Jude hung sie am Kreuz, nählt am Kreuz. Und dann sagt er bloß noch, Futter für Jeffernt. Hat er bloß noch Leib für dich. Für Jeffernt, dann so weiß ich, was sie tun. Nur Lukas 23, Vers 35. Das wird, wo er noch zu sein Futter sein wird, bloß dass er soll dort nicht jeden entholen, aber ein Leib vergeben. Willst du wissen, was er dort anwissend. Was er wie? Ich glaube, dann haben wir sagen, wir haben noch nicht zu gehen, wir haben eng zu wissen, dass wir Jesus ähnlich werden, dass wir die Dinge tun, so tun es heute. Was es all sei, denn das kommt durch Versalz, das passiert nicht kurz, wenn er von ihnen geboren ist, das braucht eine ganze Lebenszeit, um anproben, ähnlich zu werden. Aber dass wir hier dann erklärt, das ist neidig, das ganz Wichtigste ist, dass wir von ihnen geboren sind und uns loten von den Heiligen Geist leiden, um das zu tun. Wie selbst unsere eine Kraft kennt Gott.
Aber wenn wir von den Heiligen Geist gelehrt worden, dann wollen wir immer doller ein Verlangen haben, versuchen, ähnlich zu werden. Und unsere Gedanken müssen dann verändert werden. Wir müssen unsere Gedanken ändern, von wo wir euer Denken deuten. Und auch ans Gebetsleben. Wirklich Zeit nehmen, Gebet. Und sein Wort lesen. Ich glaube, das ist taub. Beten und sein Wort lesen. Das ist auch wichtig, am Abend zu lernen, dass wir am nur fallen und am ähnlich werden. Und dann Leben üben. Leben in jedem ein, alle Menschen. Wenn ich denke, dass sogar von Sünder leben, das muss nicht zu sein, dass wir das sollen, und ihr Städten, die Dinge, was sie tun, in den Sünden, was sie leben tun, das wird Jesus hier nicht sein. Er sagt nicht, dass wir sollen, die in ihr Städten ein Beistuhlen, was sie tun, aber er sagt, wir sollen das Leben bewegen. So viel Leben, dass wir entwürden, Rot geben, und proben von Jesus Christus zu wiesen, die ein Verlangen haben, ihr Leben zu raten, und ein nicht Leben geben. Das wird mein Wunsch auch sein für uns alle, dass wir auch immer gerade ein Verlangen stehen, am ähnlicher zu werden. Jeden Tag, wenn wir leben. Jeden Tag, was er uns gesehen hat, uns Leben gegeben hat, dass wir den brauchen, dass wir die Zeit wollen, ausschaffen, was wir haben, am ähnlicher zu werden. Jeden Tag. Ich weiß nicht, wie ihr alle sind, aber so ich sagen, denn oftmals für mich ist es leicht, eine Botschaft zu merken, von mir selbst im Spiegel zu gucken, wo ich sehe, wo ich stehe. Das ist für mich vielleicht alle als für ihn alle. Aber ich würde uns alle Mutter sprechen und in mein Gebet würde sein, dass wir wollen ein Verlangen stehen, einmal gerade Verlangen stehen, am ähnlicher zu werden. Da wir nach dem Schluss noch einmal beten. Großer Gott, himmlischer Vater, wir danken dir, Gott, für wer du bist. Wir danken dir auch für den Sehen Jesus Christus, der uns so viel gute Beispiele geben hat, wo wir leben sollen und wo wir am nur fallen können. In den Verlangen, was du hast, dass wir den sehen sollen, immer da zu legen. Und Gott, ich danke dir, dass du was hast, dass wir so sein, als den sehen ist. Und ich danke dir, dass du hast uns die Macht gegeben, dass wir deine Familie gehören, dass wir die anrufen als uns himmlischer Vater, uns Gott. Dankeschön dafür, Gott, für die Kraft, die du uns gegeben hast, dass du uns hast geopenbart, mit dem Wort, dass wir seilig werden, dass wir dort tun, durch die Gabe, die du uns gegeben hast, den Sehen Jesus Christus, der alles betont hat für uns, der die Sünden Schuld betont hat, der wir uns haben angegangen. Dankeschön, Gott, und help uns, Gott, dass wir immer da sein können, wo wir Kart fallen tun, und unser Segen uns her, wo wir sind, und dass wir möchten dort sein und Verlangen haben, dort zu ändern, wenn du fehlt, was zu ändern in uns Leben, dass wir alle den Sehen legen, der uns, der will uns für uns, unseren Sinn aufzunehmen, Absicht zu nehmen, in uns zu raten. Und Gott, gib uns einen wirklichen Hunger, den Wort zu studieren und zu lesen und darüber zu üben. Und Zeit nehmen zu horchen von dir, was du zu uns zu sagen hast, dass wir nicht wollen, wo sich davon gehen und nicht warten, was zu hören, was du zu uns zu sagen hast. Wir wollen wirklich von dir hören. Und ich danke dir, Gott, für dein Wort und für die vielen Beispiele, die wir in dein Wort haben, um zu sein, wo die Sehen gelebt hat, was er hier auf Erden nach wir. Dankeschön dafür. Wir beten in den Namen mit Danksagung. Amen.